An Kelly, Eli, Joel, wir sind Ende von der zweiten Staffel gekommen. Wir haben gepackt. yay. Wie viel der ist? Schon Oder ultra mal Angst, mehr. etwas Inappropriates zu sagen. Etwas Inappropriates am Sex-Podcast, Kelly. Ja, also etwas wie, ich will mich wie noch mehr wie Sex. Noch richtig gutem Sex. Und da wäre man schon bei der Frau, die man also ungefähr die ganze Zeit am Podcast stellen, nämlich, was ist Sex, aber das mehr wie Sex. Das ist eine immens gute Überlegung. von der aber kein profitiert gerade. Traut sich irgendwie kein. Das ist ein bisschen wie beim Gruppensex, ne? Also nicht, dass ich viel davon erweist, ne? Das könnte noch ein bisschen zu viel. Ja, das ist sich effektiv ein bisschen mehr komplizierte Situation. Das ist ein bisschen wie Gruppensex, von denen sich Stummer danach nicht auskennt, nämlich dass man Leute aus 3 verschiedenen Ländern abholen, unter ziemlich spezielle Konditionen. Ja, das ist nämlich so, dass wir alle gut daheim für unseren Computer sitzen oder in einer selber gebastelten Schallkonstruktionen für das letzte Sendung an Pandemiezeiten abholen zu können. Und wir wollten einen kleinen Rückblick machen, ob die letzte Staffel, die wir lo bald 100 haben, die wir ja zu einer Zeit angefangen haben, wo noch kein von Covid-19 geschwärzt wird, hat sich noch kein erträumt, dass man ja, über Zoom abholen. Aber hat sich aber vielleicht auch keiner erträumt, wie cool das Staffel gehen. Oder? Das stimmt. Das hast du schön gesagt. Ich wollte da mit dem Sexvergleich so das Effektive, dass ihn irgendwie sau fragt, fehlt in sich steckt gut und das muss ich für dich mal sortieren, wo das gut gefühl kennt hier kommen. Also, ja. Wie spielst du das, Eli? es ist schon viel gelernt bei dieser Staffel. Ich hatte viel noch gut keine Erfahrung mit an dem Mikroschwätzen, an dem Radioschwätzen, erschneiden. Und das war ganz spannend. Und ich fand das ein bisschen so wie Sex. Ich will nicht machen, ich weiß aber nicht genau wie. Aber die mehr davon erholt, weil die besser geht. Also mir hat ja eine kleine Person gesagt, wenn er nicht mehr abgeregt ist, wenn die Rot-Lödo geht, also im Studio ist das ja oft, dass ein Rot-Lödo geht, wenn er in den Mikro ummischt, dann müssen den abhalten. Und vielleicht ist es beim Sex auch ein bisschen so, also wenn er viel nicht mehr abgeregt ist, dann muss er sich vielleicht, ob man es temporär eine andere Beschäftigung sich. Das stimmt. Wie nicht schneide man einen Jingle ran? Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Ma dann enker willkommen ich alle Guten bei der letzten Episode von der zweiten Staffel von May wie Sex. Dann nicht gesagt, heinst du nur Sex, also ganz erschöpft, dann muss ich sich ein bisschen sortieren. Und das will mir auch machen, nämlich ein bisschen als Gedanke sortieren zu der vergangenen Staffel. Mir ist gedacht, wieso fängt man nicht ganz beim Anfang an, nämlich beim Titel von unserem Podcast, den ist ja May wie Sex. Da Tisch mir ein bisschen gefroht, haben wir dann überhaupt über May wie Sex geschwärzt? Ja, auf jeden Fall. Schon lang, wenn man so die Liste guckt von Episoden, die wir hatten, du hast ja schon an den Titel mit dran. Also von Tattooen über Erststörung, Fernbeziehungen, an Spruch oder Humor, an Kannerkrähen. Also denke ich, da eine wunderbare Panoplie dabei von Sachen, die rein über Sexualität rausgehen. Wir kriegen ja immer die neue Episode, ob man es dann Woche mir frei zu lauschen, dass wir als gegenseitig Feedback können gehen und als Tipps können gehen. Und wir hatten mehr wie ein Folge, wo den einen oder anderen da gesagt wird, oh, mir wo bleibt der Sex? Und ich fand eigentlich ist das ganz interessant, weil die Frau war immer berechtigt und auch mir den eben, dass der Sex nicht unbedingt explizit an einer Folge müssen wir dabei sehen. Das hat gefehlt, dass wir oft Züge hatten, die, wenn ihr so weiterdenkt, wie die halbe Stunde, wo wir drüber geschwärzt haben, die immer aber auch eine Relevanz hatten. Mir ist ja ein bisschen die 3 Pilien gehen Sexualität, Gefühle und Körper. Und ich fand, dass Gefühle und Körper, das ziemlich gut den Sex ergänzt. Und dafür sind ich auch froh, dass man zum Beispiel die Folge, die muckelig sind, mehr wie Speck abgeholt haben.
wo man meine nicht immens viel über Sex geschwärzt mir aber viel über Kipper Gefehler an über wie viel nicht mich und ich fand das ein Grundvoraussetzung für auch keine gute Sex zu hun der den irgendwie der Friede mit seinem Körper geschlossen wird. Ja, und ich fand genauso, also doch bei Themen zu Geschlecht, also du an den Eli hat ja zum Beispiel eigentlich völlig über Männlichkeit abgeholt. Ja, und gouf ja auch den ein oder anderen Sujet, den mat Gesundheit effektiv ist, das ist den der Gesundheit als immer den wichtigen Ausgangspunkt für können für sich selber vorzugehen oder sich selber mit einer Person zu verbannen, wobei ihn zum Beispiel auch über beim Sujet Droge wir, wo Droge nicht immer unbedingt, aber es muss mit Sex zu denen mit extrem wichtig ist, einen Drogekonsum genauso gut zu präparieren wie eventuell eine Sexualsituation mit einer Person, aber beides zusammen könnt, dann ist es noch mehr wichtig, sich den Konsens, über den wir so oft schwätzen, eben zu kümmern, vier raus. Und ich fand, wenn ich so Themen gucke, die sind immens vielfältig. Und wenn ich so Sexualität gucke, meiner Meinung nach ist das auch etwas ganz Vielfältiges mit ganz vielen verschiedenen Facetten, mit ganz vielen verschiedenen Sachen, die einen Einfluss drauf haben, mit verschiedenen Personen, die verschiedene Zuchten für Sexualität haben und so auf ganz verschiedene Manieren leben. Und ich meine, man probiert ein bisschen das rumzugehen oder man probiert ein bisschen manchmal verschiedene von den Facetten abzugreifen und darüber zu schwätzen. Ja, yes, und das ist ein immens gutes Stichwort, weil ich meine, das machen wir auch an unserer Definition für Sex, weil irgendwie schwätzen wir ja aber immer darüber an Alkeas kontextaufhängig, an Episoden aufhängig. Gehen wir immer ein bisschen eine andere Definition für Sex und Sexualität und ich denke, das ist auch gut so. Du hast recht, Kelly. Also ich fand, dass einerseits eine Stärke von uns ist, dass man so viele verschiedene Definitionen von Sex und ich meine, aber das ist schon nicht immer so stark unterschieden. Und ich fand aber gut, dass wir immer darüber schwätzen, weil ich fand, das ist ein Thema, das nie aufgeschlossen ist und über das den auch immer soll schwätzen, weil das Sex für mich, was für Situationen empfanden ich Lust, das ist mein Job, wo ihn nicht abhält zu lehren über sich selber und auch über andere Leute. Und das kann ganz flott sein und das immens flott für das mit ihr schon die Guten gemeinsam können rauszufinden und darüber können zu diskutieren. Yes. Von der Stärke Beispiel gehe für die Leute, die vielleicht nicht spät angestiegen sind und noch nicht die ganze Staffel gelauscht hat, haben sowohl Kelly wie den Eli haben an unterschiedlichste Rubriken, unter anderem über Sex und Penetration geschwärzt und die Zentriertheit, die man leider Gottes noch immer ein bisschen haben, ob den penetrative Moment sieft dat mit einem Penis, sieft dat mit einem Fanger und so weiter und so fort und dass der Rhythmus immens bestimmen kann von sexuellen Erfahrungen. Und ich fand gerade an ihrer Folge, wo der Eva Petting schwätzt da ob ein ziemlich flott erderweis darüber, dass die Wichtigkeit von den Berehrungen nicht ob nimmen da zentriert soll sie mit das all Moment seine Berechtigung hat und Genuss kann gehen. Und ich muss sagen, obwohl das irgendwo evident ist, finde ich die man flott von der Schnurze lauschte, weil es mir trotzdem mein Raster noch ein bisschen verändert wird, für ob die Thematik eben drauf zu gucken. Heinz, du hast den Podcast manchmal auch sinnvoll dafür, sich Sachen in Erinnerung zu rufen. Ja, also Alkes, wenn ich einen Vollschlaf drin, auch wenn ich das aber abgeholt habe, fallen mir immer neue Sachen ab und ich lehre immer etwas für mich selber, weil ich daran vergesse, das stimmt. Also, weil du so viel darüber gesagt hast, dass du schön findest, dass wir alle gut mit denen darüber schwätzen, am Gespräch sind die ganze Zeit. Wir sind ja nicht nur mit uns feiern am Gespräch, aber auch mit anderen Leuten. Und das war ja auch vis-à-vis von der ersten Staffel relativ neu, dass wir an der zweiten Staffel mehr Podcast-freiem Gast dabei hatten. Wie war das für euch? Ich finde das ziemlich cool fand. Also das mein Job wirklich eine Bereicherung gewesen. Wir können mit verschiedenen Leuten über verschiedene Themen schwätzen. Ich meine, die Episode, wo ich am allermeisten geleiert habe, als eine von den Episoden, die leider ein Thema betrifft, was nicht so flott ist, was nicht so sexy ist, wo dem HIV gegangen ist. Aber da habe ich enorm viel geleiert mit dem Kim und ich war immens froh, dass ich mich so gut mit Themen erhalten konnte und dass das so locker vom Hocker geschieht ist. Und du hast einen ganz speziellen Gast, den du ganz gut kennst. Ja, ich habe meinen Partner mit an das Studio und das war interessant, weil du lehrst dich, obwohl es Sujet ist, wo du schon drüber geschwärzt hast, aber noch ein nicht kennen.
Und ich hatte der Liefnis wirklich einen Ball mit Skidränge, mit dem ich am Studio war. Also, es war für mich genauso interessant mit dir, wo wir so 17 Jahre kennen, am Studio zu sehen. Es war interessant mit einer Freundin, mit der ich 20 Jahre befreundet bin, über Irrstörungen zu schwätzen, weil das eine Zeit war, die wir zusammen erlebt haben und dann aber am Radio auch noch einmal zusammen verschafft haben. Und ich fand, das schafft immer so einen speziellen Moment, weil das ist wie ein Filter, den du bei etwas Erfahrenes drauf lässt. Weil es Leute nicht langweilen will, sondern auch nur nicht als Katz tut, will es benutzen, das ist halt ein bisschen ein Ausdruck. Also eigentlich ganz gut, dass du dann eigentlich überlegst, was erzählen nicht die Leute, was erzählen nicht die Leute nicht, aber wie kann ich für alle Menge Erfahrung eventuell so abschaffen, dass auch andere Leute etwas bringt, einfach. Weil so sind ein bisschen wie Exhibitionisten, die dann einfach so rundherum laufen, dann denke ich so, ich weiß nicht, nur ein plakisch, auch von der gerade gar keinen Bock drauf hat. Und ich hoffe, dass ich mich keinem plakisch gewesen habe, den sich gefeiert hat oder so. Also ich habe meinen Trenchcoat, du sagst so zu sein. Also ich finde besonders spannend, aber auch Herausforderungen fand für mit Leuten am Studio zu sehen, die für drunter nicht kannt wird, weil ich hatte ja auch Tassi ein mit dabei, mit dem ich hier die ganze Echt-Staffel aufgeholt habe. Und das war so ein bisschen wie heimkommen. Mais dann mit Lynn, war die viertletzte Episode für am Studio zu sehen, war auch einfach eine immens coole Erfahrung, weil du weißt nicht, was dabei rauskommt. Und du hast ja auch sogar Feierleid insgesamt mit am Studio gehabt, die du für drunter nicht kannt hast. Und du fand ich immens cool, weil doch für neue Dynamiken entstanden sind und so. Du kannst ja vielleicht noch ein bei das Community verweisen. Also ich hatte jetzt Laurence und Lies mal an das Studio, sie hatten den Thema selber gewählt, also sie wollten über Unauffuhrenheit schwatzen. Und da muss ich so, sie sind zwei Personen von ganz vielen Leuten, die sich bei uns gemeldet haben, die eigentlich spannend Sujeten rausgesicht und mir auch Sujeten, mit denen du dich nicht groß an 10 setzen kannst, mir wusste, die ganz viel Verletzlichkeit mit an das Studio heranbringst. Aber wo auch immens wichtig ist, open und ehrlich über Sujeten zu schwätzen. Und ich fand, du und sie zwei einen immens beeindruckenden Job gemacht. Wir alle haben ja auch mal Kontakt zwischendurch mit Leuten gehabt, die sich anonym gemeldet haben, die Beiträge gelesen haben. Sie wird über Drogen, sie wird, wie gesagt, über Essstörungen, also ganz viele verschiedene Varianten, wo ich immer muss so ein, das ist einfach beeindruckend, dass die Gesellschaft oder man die Leute ja es nur bereit sind, sich abzumachen. Und da wollte ich einfach nur aufschließen, ziemlich große Merci so. Dass sie ziemlich courageous sind und ziemlich beeindruckend. Also das vielleicht nicht immer so couragiert wie an das Studio zu kommen und du über sein Intim an Sexleben zu schwätzen. Mir halt so brauchen aber ein bisschen Mut für als Feedback zu gehen oder für als Sachen zu schreiben. An den Leute gebe ich unbedingt merci, so weil wir kriegen für noch auf Instagram immens viel Reaktionen, die wir dann noch teilweise konnten an den Episode verpacken. Eli, du hast dich noch ein bisschen zusammen mit Mirka, den wir auch müssen nach Merci sagen, als Social Media Auftritte gekümmert. Und dementsprechend hast du so ziemlich hautnah mit erlebt, was man da so Feedback kriegen. Wie hast du das erlebt? Das war sich ganz flott, weil man kriegen immens viel positive Feedback. An immens viel persönliche Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, wow, schon den Podcast gerade entdeckt, und ich lausche daran nicht, seid ihr poetisch. Bringt mir immens viel und das ist cool und ich sehe eine Menge Kollegen oder Freunde und also wirklich viel positive Sachen und viele Leute, die sagen, oh, das hat gefehlt zu Lützeburg, sie freut, dass stattfindet und ich werde da doch noch weiter lauschen und das motiviert natürlich. Ja, es ist spannend auch. Was leider aber trotzdem niemals davon aufhalten sollte, als eben auch kritischen Feedback zu geben. Also ich den sinnvolle Podcast will machen, wie es das proper formuliert Kritik definitiv noch weiterbringen kann. Und mir hat ja auch ein Evenement, den 10. Juli, wo zum Beispiel eine von den Frauen, die man Leute hatten, eben war, was gefehlt wird. Das Einzige, was man ja muss immer auf den Weg gehen, wenn da als Propose macht, wir haben just 24 Folgen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist extrem schwer, eine Priorisierung zu machen. Wir lauschen trotzdem auf die Sachen und wir konsiderieren das, was er probiert, uns zu sagen. Genau, weil das passt ja eigentlich bei RS2 auch mit der Rubrike, weil die hat ja auch extra Rubrike gemacht, wo die Follower Frohe konnte stellen. Wie hat er das empfunden, was du als Frohe rankommen sind?
Ma ich mich mega gefreut, also bei verschiedene Sachen goufet schon eng Rubrik oder eng volle Stutzo mit du gonget enkem an anderen Aspekt mit zum Beispiel lo dat war ich zuletzt abgeholen zu also normal kein Orgasmus zu hunn, dat is eng froh klar kennen déi auch kurz beantworten mir schon probiert ein kurz Rubrik drüber zu machen und sie ist trotzdem 6 Minuten lang gehen, dann das so die kirsten Antwort, die ich konnte gehen. Und ich fand es einfach immens wertvoll, dass ich auch kann die Frauen, die Leute, die als Lauscher beschäftigen, mitkriegen und auch wirklich beantworten, weil das ist auf jeden Fall mein Ziel von sexueller Bildung, nämlich über Sachen zu schwätzen, die Leute auch wirklich interessiert. Ich kann auch so in die Rubrik, die ich gemacht habe, ich wollte also nochmal eine Reaktion zu erhalten oder keine Reaktion zu erhalten, wo man du auf Instagram die paar Fragen gestellt und just eine Rubrik gepostet gehen hast, kriegt man einen Kommentar von einem, was gesagt wird, oh, ich kann die Problem gut, und das ist schon ein paar Mal geschieht, was kann ich da machen, hast du irgendetwas falsch? Und wo die Person bis gesehen hat, dass die Rubrik rauskommt ist und auch gelöscht hat, hat sie merci gesagt und gesagt, dass das irgendwie geholfen wird oder auf jeden Fall mal Antworten gegeben hat zu den Fragen, die sie hat. Oh, mega nice. Das abschiedweils immer scheint gefiel von den gesundkrit der die Leute etwas mal de weget wat ihnen gefehlt hört oder nur dem sie auch gefroht tun. Apropos Shame-Momente. Was waren dann eher schönsten oder auch witzigste Momente an dieser Staffel? Also ich meine in dem Moment wo ich am meisten müsse lernen dann weiß ich schon genau was könnt wer wo ich mir an auch über Zoom abgeholt hun an hat du Pferdeschwärmer der opnahme an so Angst hat die Flo die falsche Knäpchen drücken dat ganz sehr der Partner gerufen für dat denen soll weisen was für Knäpchen soll drecken muss eine lang zu und lang fertig zu sein und dann hört ein ganz speziell Manier für seinen Partner zu rufen die hast nämlich schon ungefähr so Hasi Ja, das fällt in der Kategorie gib mir Tiernamen an der siehst irgendetwas was nicht immens sexy ist. Also ich meine, ich fand es am schönsten, wenn ihn am Studio oder beim Abholen so einen verbindenden Moment hat oder auch so einen emotionalen Moment hat. Und ich meine, den hatte ich mit erst immens viel und ich war auch immens berührt, dass zum Beispiel, wo ich mit dem Lin über Tattoo geschwärzt habe, und mir beide festgestellt haben, dass wir als ein Tattoo von einem Mupp, die jeweils für kurzem gestorben sind, gerade machen lassen oder gemacht kriegen. Ja, das war mehr emotional, gehen wie denkt, wenn ihn über Tätowierungen schwätzt. Das war schön. Ich finde ganz schön, von meinem Joel über Männlichkeiten zu schwätzen. Also ich habe auf jeden Fall viel dabei gelernt und ich fand man es gut erweitert. Und das war ein flotter Moment zusammen. Man konnte über eine Kategorie schwätzen, also über Männlichkeit, wo leider ist Englisch oft tragen haben. Und wo man aber beide konnte ein bisschen auch einen Blick von außen drauf gehalten und gucken, was das Gute drin, was das Schlechte drin, was Kind vielleicht auch nicht sehen. Und das war flott, den Moment zu teilen. Also was den auch muss sagen, dass das am Anfang kommen ja als ja noch nicht all kommt. Also wie gesagt, Joel und ich, wir kennen das schon mal lange mit Kelly und den Eli, haben wir eigentlich relativ frisch kennengelernt gehabt. Und wir haben ganz am Anfang von der Staffel müssen ein paar Sendungen mit denen abholen, obwohl wir uns noch nicht gut kannt haben. Und du hast ja die eng Folge, wo wir eben über Audioporn gereicht beim Sex schwätzen, gehört für die große Risotto-Moment, den wir alle nie vergessen werden. Ich spoilere nicht zu viel für die, die noch nicht gelauscht haben. Du lauscht erst die Ume, die Joel hört an einem ziemlich witzigen Kontext für Risotto geschwätzt. Und ich meine, es ist definitiv die längste Lachpause, die man an einer Aufnahme das ganze Jahr über hatte, weil man einfach so witzig fand, was Joel gesagt hat. Schon an einer anderen Rubrik immens müssen lachen, wo ich die gelauscht habe, die den Eli gemacht hat, wohin eben sieht, hier wäre Pro-Start, während über Pro-Start schwätzt. Es war sowieso eine Rubrik, an der ich immens viel beigelehrt habe. Und es war auch für mich interessant beizulehren, weil den Eli eine ganz andere Art und Weise hat wie ich. Es war immens schön zu sehen, wie du Humor mit Wissen kannst kombinieren, wie du eine Konnexion zu den Leuten kannst aufbauen, wenn du das so umgehst wie den Eli. Und das finde ich
sau cool fand. Also ich finde das wirklich sau cool fand. Und ich heinz du warst du froh, dass nicht so viele Leute rundherum das sehen, weil diese Stoff so viel was lacht hat, so mega unkontrolliert. Und ich fand schön, wenn man sogar auch mit den Nullausstrahler und Nullausstraherinnen zusammen haben so ganz intime Momente, wo es gut ist, dass sie als am Ruhige können lauschen. Und dann sind hoffentlich, dass man sie auch ein bisschen können zum Lachen bringen, weil sie sich gerade probieren, vorzustellen, was man gerade machen. Und das allerletzte, was ich noch muss sagen, weil Kind dem Joel seinen Blick gesehen hat, wo ich zum Joel so, ich wäre schwanger. Ich bin noch immer der Überzeugung, dass der Joel vielleicht 2 Sekunden gelebt hat, das wäre wahr. Auch da war Point echt der Date, dass ich so ein Food Baby mehr. Ich meine, dass er kurz gedacht hat, Merk, was bedeutet das für die Welt? Wir haben eine Klimakrise, eine Pandemie. Und er ist dann noch schwanger. Mit war ja dann nicht so. Ja. Du hattest effektiv ein bisschen Angst für die Welt und das Universum. Ganz, ganz kurz. Nee, was ich am Anfang noch wollte sagen, du hast ja doch schon ein bisschen angedeutet an, dass wir zwei uns schon lange kennen und das finde ich aber auch cool fand, dass man die Gespräche, die man sonst vielleicht auch früher als Jugendlicher über Sex hatten, mal konnten der Welt bringen. Und Heinz hat den sich schon so gedurcht, so, wenn die Leute das Kind nur leisten, wir können die Leute das nur leisten. Und effektiv fanden die Leute gut. Aber das andere ist, dass ich mit Kelly und mit Eli auch fand, dass wir direkt so eine Verbindung hatten und dass es direkt aber ziemlich intim ist, was ja wichtig ist, dass ich kann über intime Sachen schwätzen. Ich fand das Gefühl, für zusammen eine Episode abzuhören, das findest du immens cool, weil ich innerhalb von der halben Stunde, der 3/4 Stunde, wo wir abholen, immens viel beilehren, immens viel neue Ideen kriegen, teilweise auch Sachen, die mich selber lehren. Das Ball ein bisschen wie Sex. Ohne die Sexdefinition, da wollen ich was strapazieren. Kommen wir zu den schwierigen Sachen. Was war dann so für erst den hartesten oder schwierigsten, emotional herausforderndsten Moment für euch? Ich schwätze ja ganz oft über Self-Care und ich merke, dass ich andere Leute immer ganz viele Sachen empfehlen will, die man Self-Care zu dienen und so, und du bist es wert, auf den Job zu passen. Dann meinst du, merkst du, dass du bei dir selber Männer aufpasst. Du willst alle anderen Menschen beschützen, mir bei dir selber gehst du Männer Urst. Und das bringt bei mir mit sich, dass ich für Leute den Courage von mir etwas zu erzählen und dass du bei einem Mikro und Hunde scheinst du, ja, und das wirklich ein Beschützerinstinkt, wo ich denke, ich bin dir so dankbar, dass du da so ehrlich warst und ich hoffe, dass dir nur nichts geschieht oder dass du keine negativen Konsequenzen daraus erziehst. Und da tun ich einen Spaß mit jedem mit dem Schwarzen, egal ob das mit Ärger ist oder mit anderen Leuten, wo wir über Erststörungen geschwärzt haben, als die Wahl von Resonanz, die kommt, unter anderem für meine Gesprächspartnerin, wo immens viele Leute merci gesagt haben, dass das Problem auch geschwärzt wird auf der Antenne. Du warst froh, weil das war ein harter Moment, den sich umgewandelt wird. Vielleicht kennt ihr das auch von dir selber, dass da Heinz du im Moment denkst, habe ich etwas zu viel gesagt, finde ich mich selber zu viel exposiert, wo ihn dann aber vielleicht für dich nur dem harten Moment dann denkt, oh, vielleicht hat er da aber seine Notwendigkeit. Also definitiv. Ich meine, es 2 Episoden, die schwierig wären. Das wäre einerseits die HIV-Episode, das habe ich schon gesagt, wo ich schon viel gelernt habe, aber wo ich einfach ein bisschen Angst hatte, dass es nicht abgehen mit diesem Konzept, dass es nicht klingen wie eine normale Episode von uns. Gibt das natürlich ein bisschen extra wäre. Wir schmengen, dass aber den Tonfall relativ derselbe wäre. Und die andere Episode, die ich schwierig fand, und das wäre bei derselben Episode, weil der immens persönlich ist, also weil den du einfach von sich preisgibt, weil den vielleicht normalerweise nicht so gibt, andere Leute zählen oder nicht unbedingt Leute zählen. Das wäre wirklich ein bisschen so, okay, ist das schon zu viel, ist das nicht zu viel? Verschiedene Sachen haben schon gezählt, wo ich am Voraus nicht sicher wäre, ob ich das Gift zählen oder nicht zählen. Und du hast mich aber so sicher gefühlt, dass ich es gezählt habe und schon bereuen dadurch nicht. Ja, also ich kann das Gefühl an Joel, ja, der Episode war für mich auch, war nicht schwierig, mir halt immens persönlich, sagen wir mal so. Und ich muss sagen, aus der Episode finde ich aber auch einen mega schönen Moment, den ich mal abgeschrieben habe, nämlich, dass wir so ob die 4D-Metapher kommen sind und dass wir alles einfach gut quasi verstanden haben. Und weil das ja auch immer so persönlich preisgehen, wie sie aber ist einer da ist am Team sozusagen, weil von Sachen, die wir auch über den nicht wissen. Und da sehe ich das Schwierigkeit für mich dran,
rauszufinden, verstehen auch die anderen Leute, wenn wir darüber schwätzen, was man will so. Also sowohl Leute zum Beispiel, die nicht mit BDSM zu tun haben, wie auch Leute, die mega krass an der BDSM-Szene dran sind. Genau, und ich fand da immens schwierig, den Spagat für quasi möglichst viele Leute aufzuholen, da wo sie stehen. Und sowohl so Basics mal dran zu kriegen, wie auch irgendwie, dass Leute, die zum Beispiel in dem Kontext BDSM praktizieren, sich auch gesehen fühlen oder auch kein Apps da aufhängen. Schon teilst du schwer fand, für zum Beispiel eine Rubrik zu machen, wo ich wusste, okay, das ist das Thema. Wir wussten dann noch ein bisschen entschieden, was hole ich mal dran, was löst mich raus, wie beschreibe ich das, wie viel an Detail gehe ich, wie ein Werte benutze ich, wie mache ich es so, dass die Leute dadurch menschlich verstehen, ohne dass es zu kompliziert ist, einfach mit genug Details dafür, dass einfach die Information ganz kriegen und auch wirklich für zu gucken, wie kann ich so viel wie möglich Leute dummer da erreichen. Das fand ich bei RG ganz respektabel, weil du musst ja noch dran denken, viele Leute schwätzen am besten Fall über Sex auf einer Party, vielleicht bei einem Pod oder was auch immer. Aber es ist ja schon so, dass wir just während einem gewissen Zeitraum dürfen am Studio sehen, dir hat an der Rubrik noch viel mehr Zeit. Das heißt, du probierst riesige Sujets irgendwie so anzupacken, dass sie effektiv verständlich sind. Also du hast auch Respekt für all die Karriere, wo das gut geklappt hat. Ah, merci, das live. Wenn ich mal überlege, wie ich so viel wie menschlich Leute erreichen, bin ich mir natürlich auch bewusst, wen ich bin, wo ich herkomme, was meine Erfahrungen sind, wie ich abgewürzt bin, und dass das sicherlich auch einen Impact drauf hat. Wie ich schwätze, wie ich Sachen beschreibe, wie ich Sachen verstehe und wie ich so dann noch noch weitergehen. Ich ging so, dass wir als alle gut bewusst sind, wie wir sind und von wo wir kommen und was das Position ist. Wie empfand ihr das? Also ich mir das denke froh, wo ich effektiv mal immer im Gestalten, ob ihr das vielleicht müsst mehr thematisieren, aber wir können das ja heil machen. Also wir sind alle guten zu Lützburg abgewusst, wir sind alle guten Cis, Lützburg als Mammespruch, an wir sind alle guten irgendwie Business mit Unien im Hut gehabt, also haben eine akademische Ausbildung, und das möchte natürlich, dass in eine gewisse Perspektive auf die Welt hört, und die kann ich nicht immer ganz ausblenden, und das hier doch dann in einer Sache vielleicht nicht berücksichtigt, die andere Perspektive wären. Ja, ich scheint so gefroht, ob ich das soll immer dabei sein, aber das fand ich dann noch ein bisschen komisch. Und für mich, wie Ziel für die nächste Staffel, wenn ich das schon kann formulieren, dass man vielleicht irgendwie packen, für eine mehr Perspektive ranzubringen. Wir wissen ja auch verschiedene Sachen von denen nicht. Wir haben Identitätsmerkmale, nennen ich es mal, über die wir mit denen noch nicht geschwärzt haben, was absolut okay ist. Was absolut okay ist, wo ihr muss gucken, wen ihr im Moment könnt oder ob ihr im Moment gar nicht könnt. Ich meine, dass wir selber alle Identitäten haben, die variabel sind an den Bubbles, an denen wir uns befinden. Trotz der Variabilität muss man uns positionieren. Und du fängst an, dem Positionement und zu belucken. Aber wenn du da vieles von so einem Blick behalten und viele Perspektiven, die nicht denken sie, die vielleicht andere könnten haben, dann ist das du schrecklich ermittend. Und schon du lieber, wir stehen uns an, dass wir die Sachen nicht alle aufdecken können. Und dass man probiere Sachen abzuholen an eine nächste Emission, an eine nächste Rubrik. Und dass man nicht so mache, wie wenn man allmächtig Götter und Göttinnen wären, die das immer total treu kriegen. Ich fand wichtig, dass wir als das selber so und dass wir das auch gegenüber von den Leuten, die als Lauschtre kommunizieren. Also wir haben auf alle Fall, weil ich meine, da sind wir jetzt mir Bock, uns zu verbessern. Und ich denke schon, dass man es, sogar wenn man keine anderen Leute in das Studio alluden, immer probieren, an möglichst viel Perspektive mitzudenken, und das heißt einfach wichtig ist. Ich denke, für mich geht es doch echt darum, quasi nicht, dass wir probieren, immer all unterschiedliche Perspektiven mit ranzubringen, mehr, dass wir Raum machen, für das andere Leute auch mal in den Tour kommen, weil wir zum Beispiel an einer Position sind, wo wir privilegiert sind, aus unterschiedlichen Gründen. So. Und einfach auch mal den Berg zu halten, andere Leute schwatzen zu lassen, sozusagen. Und ich fand, wir haben einen guten Schritt in die Richtung gemacht, weil wir hatten hier wirklich einfach auch viele andere Leute wie Eisler am Studio. Und ich hoffe noch für die dritte Staffel, dass man die Balance packen von Gesprächen in der Dice, dass leider aber immer auch die bekannten
Stimmen und auch Dynamiken können hören, wie auch irgendwie neu stimmen. Und ich fand cool, dass wir das probieren. Also wenn ich mir selber verschiedene Sachen eingelauscht drin, dann denke ich, scheinst du, wow, mit der Person willst du ja befreundet sein, wenn du nicht selber wirst, dann du denken, so, hey, was ist das da für ein, was ist das da für ein Quatsch? Was schwatzt das für ein Bruch zwischendurch? Und ich fand aber dafür wichtig, dass du selber nachher zu lauschen und auch nicht aus sich selber den Anspruch zu haben, du permanent perfekt zu sein. Und ich bin aber von dem Podcast heute extrem gewusst, mir sind zwischendurch aber auch mega am Körper Mauer gerannt. Und ich hoffe eigentlich für erst, dass der auch ein paar Accidente hat, wo da einfach nur kurz ein Klostock stier gemauert hat, gesagt hat, okay, wir stehen oben und laufen irgendwie weiter. Ja, also es sind auf jeden Fall Sachen, die ich Loging anders formulieren. Und ich meine, wenn schon 10 Jahre denke, der Podcast drin auch an 10 Jahren dann anders formulieren. Es muss eben zu der Person stehen, die war im Moment, wo ich das abgeholt habe. Das stimmt. Und dadurch, dass man eben noch nicht das Skripte, was man schwätzen am Voraus, mehr das mehr oder weniger locker nur einem Foot, in dem den zwei Federn zusammen erstellt wird, schwätzen, können den Heinz du ob Sachen, ob den am Anfang nicht gedurcht wird, und Heinz du lesen dann noch leider Sachen aus, die ihr vielleicht noch wollt so oder formuliert den Sachen nicht so wie nicht hat wilden. Und das sind alles Sachen, die geschehen, und ich meine, das möchte aber auch irgendwie die Authentizität von dem Podcast aus, kann das Schiedfried dann immer verbessern, und mir als zusammen auch, und schon viel als große Hoffnungen, dass man das machen. Also ich meine, dass man es nicht verstoppen muss, mich sind aber froh, dass wir alle Guten ein bisschen demütig sind und nicht als für halb Götter halten. Apropos, et lese Sachen aus, denen vielleicht noch hat Welt so. Was hat dich da gefehlt an dieser Staffel? Mir hat Zeit gefehlt. Es sind so viele Sachen, die ich noch hätte wollen schwätzen, oder so viele Sachen, über die ich noch hätte wollen etwas sagen, wo ich einfach nicht Zeit hat oder nicht Möglichkeit hat, oder wo ich mal gesagt habe, wenn ich das noch dabei mache, dann geht es einfach zu lang. Was mir dazu auffällt, dass es sich, wenn ihr das will, so ausdrückend Begriffe klingen nicht schön. Ich denke, dass es bei Sex so etwas wie Vorbereitung gibt. Es gibt eine Durchführung und es gibt eine Nachbereitung. Das passt ja echt zum Uni-Kontext oder zur Hausaufgabe. Aber das sind aber auch Menge nur mindestens 3 Phasen, die man Sex zu denen haben. Und ich fand, dass wir ganz oft natürlich nicht mehr haben, ob die 3 Phasen gemeinsam anzugehen. Das ist zum Beispiel damals, wo wir über Drogen geschwärzt haben. Es ist so essentiell, wenn du das Safer Use willst machen, das proper zu erklären und die Leute wissen, auf den Weg zu gehen. Das heißt, du hast schon mal eine halbe Stunde relativ wenig Zeit für die Vorbereitung überhaupt zu erklären. Das heißt, du kannst an den neuen Stadium gar nicht mehr dran. Und dafür denke ich, dass es die eine oder andere ja auch noch kennt, dazu kommen, dass man ein Thema vielleicht 2 oder 3 Mal abgreifen, für das man mehr Phasen mit denen verbannen können. Jeder von uns hat irgendwann die Erfahrung auch gemacht mit unbefriedigenden Quickieen. Und ich will nicht, dass dann unbefriedigenden Lauster-Quickie mit uns hat. Du hast das ganz schön gesagt. Also ich kenne da als ganz löscht mit Themen, die man noch abgeschrieben haben und die man rangeschickt haben, vorlesen, weil die Sachen haben natürlich alle gute gefehlt. Aber eine Staffel hat nicht mehr so viele Episoden, wie sie hat. Und eine Folge hat nicht mehr so viele Minuten, wie sie hat. Geht, dass man da auch ein bisschen überzeugen, wie der vielleicht gemerkt hat. Und natürlich viel Platz, Raum und Zeit. Wir am Großen und Ganzen meine ich, dass wir es gepackt haben, eine relativ gute Themenvielfalt aufzudecken. Und ich hoffe, dass wir einfach dazu weiter können machen und all die Lücken, die sich abgetan haben und die sich immer noch weiter werden abtun, nur können füllen. Wir schmengen das ein bisschen ein never-ending Process, weil ich werde nicht über ein Thema und dann höre ich schon die nächsten 3 Folgen immer im Kopf, weil ich denke so, darüber kann ich den Uneinker und darüber. Wie der Joel gerade so, weil verschiedene Themen, die ein bisschen zu kurz kommen sind bei der letzten Staffel, an die wir wollten an die 3. Staffel mal dranholen, wie zum Beispiel Penisunsicherheiten, weil ein Thema ist, was uns um Herz leid und was wahrscheinlich wird ein Thema gehen, was der an der 3. Staffel wird helfen. Yes, ein anderes Thema, weil doch schon verschiedene Leute immer im gefroht haben aus Asexualität oder auch Demisexualität. Ein Thema wird schon auch gefroht genoss von Leuten, wo ich mich ziemlich drauf freue, das Sexding.
weil ich schon öfters probiert da dran zu bringen und wer nie so ganz wärme muss nicht ob bitte versprechen oder eng Drohung hast das wird immer dann genau so behandeln erfollig dann haben wir einmal anderem nach Sache wie innerwäsch an hier Tücken an hier Vierdeler interkulturelle Beziehungen an Trauer an da stehen aber noch ein paar andere Sachen da nämlich Transfeindlichkeit, Sexshops an etwas ganz Besonderes, nämlich wir losen als Tasten vollisch. nicht ob Covid. mir im welchen Test geht es, du, Eli? Ma du gehtt ganz spezifisch den HIV-Test jetzt gucken werdet du für verschiedene Testmöglichkeiten gehen an die dann noch live beim Mikro auszuprobieren und zu berichten was man gemacht und wie das war an wohin das vorne kann. Ich bin gespannt. Ich bin mega gehypt für die dritte Staffel. Ich hoffe, dir auch. Yes. Es kommen natürlich schon noch ganz viele Rubriken an der dritten Staffel, die werden wir wohl nicht verraten, weil es soll ja auch spannend bleiben. Cliffhanger. Wir sind nicht am Sommerschlaf. Das heißt, ihr dürft auf Instagram weiter hier gucken, weil wir werden erst definitiv amüsieren. Und es werden nicht just Gärtner und Gärtnerinnen Video von Joel auch von mir sind, obwohl wir wirklich ganz aktiv sind in dem Kontext. Aber wir werden Sachen machen, die erst innerhalten als sexuell befriedigend durch den Sommer bringen. Also, ich will schon so groß Zucchinien. Dank der die Peniswitz. Me wat ich noch wohl so. Auch wenn da der Radio Ara weiter lauscht, könnt ihr den Sex-Podcast weiter lauschen, ob denen gewinnten Timetables werden nämlich einfach Wiederholungen laufen. Das heißt, die muss dich gut nicht raus, ich folgen könnt, das möchte einfach der Radio Ara 4 und die lauscht einfach zu denen üblichen Auerzeiten der Podcast. Es ist schon übrigens nur immens große Besuch, dein Zucchini-Witz zu kompensieren. Also, meine Zucchini sind ganz rund und sie sehen aus wie ein Klitoris, die Frau ist. Ma ihr da so nicht irsch an dem Radio Ara, den als der Schwach von den Sommerwiederholungen aufhält. Vielmals merci, und wir hören uns am September. Schöne Sommer. Ciao. Bleibt hydriert. Tschüss. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. How to, wie manisch ist Sommerfling? Endlich Sommer. Die Sonne schenkt, die Villerscher Pfeifen und Delfine haben ihre Weg zurück an die Mosel gefunden. Die ist sie lang, die Leute sind draußen und auch wenn wir das Tier am Mann verriesen, kommt auch eine gewisse Vakanzenstimmung ab. Die Sonne und Wärme sind in den Tönen und mehr freizügig Körperen, Männer Kleider und mehr Haut auch. Was ist ein Sommerfling? Ein Sommerfling oder ein Sommerflirt ist eine Beziehung mit einer Person, die just über die Wärme meint geht. Oft lernt ihr diese Person an der Vakanz kennen, aber beide wissen, dass Beziehungen nur der Vakanz rüberwärts sind. Es geht also darum, eine kurz, intensiv und unkomplizierte Zeit mit ihnen zu verbringen, ohne sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Das kann eine Person sein, die ihr nicht kennt, einer aus einem seinem Bekannten- oder Freundeskreis oder eine Partnerin oder ein Partner. Es geht darum, aus dem Alltag und aus der Routine herauszukommen. Diese Beziehung ist oft unbeschwert und easy und in der Hinsicht frei und ohne Responsabilitäten. Es kann ihn auch mit der Partnerin oder dem Partner, dem Freund oder der Freundin entscheiden, so eine Beziehung anzugehen. Und wo fand ich das Person? Am Idealfall findest du das Person auf der Plage, an der Kolonie, bei der Strandbar oder am Club. Du kannst sie auch auf einer Poolparty kennenlernen oder online nur hier sehen. Auch Leute, die für den Sommer an den Gegend an Vakanz kommen, könnten interessant sein. Sieh von Anfang an klar, was du willst und was deine Erwartungen sind, und probier ihn zu finden, den du mit verstanden hast. Am Idealfall ist diese Person open, kann klar kommunizieren, ist selbstsicher, freier relax und sich etwas Ähnliches. Sieh direkt, so was du willst, bis wenigste Zeit hast und was du dafür stellen kannst, mit der Person zu erholen. Wenn der ihr bis von tut, genießt der Zeit zu summen. Geht auf Abenteuer, tanzt zu summen,
geht schwammen, verbringt Zeit draußen. Macht etwas zu zwei, macht Sachen am Gruppe. Erholt etwas Spannendes und macht sexy Sachen. Reist zusammen und entdeckt Neues. Vergiss nicht, auf ihr Job zu passen. Benutzt Kondome, Elektischer und macht just Sachen, die der Bett Lust tut. Wenn das Möglichkeit tut, lasst ihr auf sexuell übertragbare Infektionen testen und testet ihr auf die Covid-19 oder an mehr engen Kontakt tritt. Respektiert dich und bleibt sicher. Es ist okay, sich zu verleben, aber vergiss nicht, dass den Sommerfling in Anwert tun und probiert dich auf Trennung vorzubereiten. Die könnt natürlicher Kontakt bleiben, wenn das ist wollt. Wenn es soweit ist, trennt dich, also dich Eddie. Probiert das auf eine ehrlich und respektvolle Art und Weise zu machen, sodass der Beit schöne Erinnerungen vom Sommer behalten könnt. Aber wenn ihr euch nicht trennen wollt, könnt ihr natürlich zusammen bleiben. Aber wenn ihr Trost braucht, sobald der Sommer rüber ist, fängt die dritte Staffel von Maybe Sex an. Stay hydrated, Kids, und benutzt genug Gleitmittel, für dass der geschmeidig durch den Sommer kommt. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.